Gut, der 7. Spieltag steht da. Unser Gegner ist der FC Sunderland und wir haben eine Einigung in der Verhandlung mit einem linken Verteidiger, und zwar Dodo. Der spielt auch beim AS Rom. Wir haben Florenzi schon verpflichtet vom AS Rom. Langsam aber sicher kaufen wir die Italiener la. Ja, Dodo ist Brasilianer, 1,77 groß und sehr flott unterwegs, Schnelligkeit 88. Es kann auf jeden Fall vorteilhaft sein. Zudem ist er 20 Jahre jung. Aber uns passt doch nicht, dass der nur für ein Jahr kommt. Wenn, dann wollen wir schon mindestens 3 Jahre. Da legen wir dann lieber noch etwas Geld drauf. Machen wir mal auf 980.000. Und ablösen machen wir mal auf 7,1. Das sollte den AS Rom überzeugen, dass wir den kriegen. Für 3 Jahre. Denn ich glaube, das ist eine Verpflichtung für die Zukunft. Der kann sich nämlich noch steigern. Gut, die spielen in Blau, oder? Und wir spielen in Rot. Ronaldo nicht in Form. Tiote auch nicht, aber den können wir noch auswechseln. Da haben wir mal Anita eine. Oscar auch im Arsch, das ist natürlich nicht so gut. Dann nehmen wir heute mal den noch mit. Gutierrez ist auch wieder nicht in Form. Den können wir auch daheim lassen. Gut, hilft nicht. Müssen wir so eben starten. Und zwar spielen wir heute im Stadium of Light beim FC Sunderland. Und wie ich gesehen habe, die sind, glaube ich, auf Platz Nummer 7. Also um einiges vor uns. Aber wenn wir natürlich gewinnen, kann man den Abstand verkürzen. Oder sogar überholen. Ich weiß nicht, wie groß der Abstand ist zwischen denen und uns. So, erst einmal Anstoß. So, weg damit. Anita, der holländische Defensiv-Mittelfeldmann. So, die gehen gleich mal ordentlich drauf, die Herren. Die wollten nämlich wissen. Und es gibt Freistoß unter Gelbe für Coloccini. Sehr erfreulich, gleich zu Beginn. Nach 6 Minuten und die große Chance natürlich für Johnson, dass er den jetzt per Freistoß reingepfeffert. Ja, der geht in die Hände von Krul, dem niederländischen Nationaltorwart. Nächster Einwurf. Fehlpause, also die stehen relativ gut da hinten. Und wir kommen gar nicht dazu, dass wir irgendwie ein Spiel aufbauen. So, jetzt hat Obertan über links. O'Shea.
Es gibt Einwurf für Newcastle, genau. Ronaldo. Ja, da haben wir natürlich keine Ausspenke, ne? Fehlpass von Overton. Und Wickham. Vorsicht. Da drüben steht einer frei. So, ist unter Kontrolle. Ja, also die sind nicht so leicht. Also ich glaube, die stehen schon zurecht auf Platz Nummer 7. Das Leben machen uns auf jeden Fall nicht leicht in dem Spiel. Und es wird sehr hart, dass man die irgendwie schlungen. Kein Foulspiel, O'Shea. Und das war die erste große Chance durch Johnson. So, über Taylor. Ja, war nicht so exzellent. So, 4 gegen 1. So, weg ist er. Ronaldo. Erste große Chance durch unseren brasilianischen Stürmer. Und der war nicht mal so schlecht geschossen. Da hat er nämlich den Verteidiger recht dumm ausschauen lassen. So, Foul von Caballé. Gibt auch die gelbe. Die zweite für uns. Also Vorsicht. Nicht, dass der den irgendwie da reinbringt. Nicht erklärt. Vorsicht. Der ist noch nicht sicher. So, jetzt weg damit. Bevor es ein Unglück gibt. Ja, das war nicht so gut. Also ihr seht schon, die stehen ziemlich gut hinten drin. Und machen uns das Leben richtig schwer. Abblockt. Quasi, Coloccini hat schon gelb und der steigt ihn wieder so ein. Ja, also werden schon richtig zweimal mit 2 Mann gleich dickt. Und die passen so richtig hinten auf, dass wir ja nicht irgendwie durchkommen. Ja, und somit gehen wir jetzt 0-0 in die Halbzeitpause. 0 Schüsse aufs Tor, also wir haben 2 Schüsse abgegeben, aber beide nicht aufs Tor gegangen. Ja, es scheint, dass noch ein hartes Spiel auf uns wartet. Tja, wollen wir vielleicht wechseln? Ich wüsste aber nicht wem.
Tja, in der Mitte haben wir keinen anderen mehr. Jetzt werden wir den vielleicht offensiv einstellen. Wenn stellen wir dann zentral eine. Oder rechts haben wir keinen mehr. Tja. Gut, wir lassen es erst einmal dabei. Im Grunde haben wir ja nicht so schlecht gespielt. Wir haben nur keine Torchancen kreiert. Aber es kann immer noch werden. Wo ich ja hoffe. Denn wir wollen natürlich nach Omat. Oh, Share. Ja, und da war ein richtig dicker Batzer in der Abwehr von den Sunderland und Dembaba nutzt es rotzfrech aus. Ja, und somit führen wir. Vielleicht nicht gerade verdient, weil wir nicht bisher die aktivste Mannschaft waren, aber das ist, letztendlich ist das scheißegal. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ja, das war eine richtig geile Vorlage. Vom falschen Mann natürlich. Und mit der ersten Torchance, oder beziehungsweise im ersten Schuss aufs Tor, machen wir dann gleich mal die Führung. Ja, das haben sie sich bestimmt nicht so vorgestellt. Aber warum ist es denn nicht einmal so gehen wie uns? Denn wir haben das schon ein paar Mal so fabriziert. Also ist Glück halt einmal auf unserer Seite. So, jetzt haben wir natürlich keine Eile mehr. Und spielen wir jetzt mal hinten rundum. So, Anita, guter Einsatz. Erst einmal zum Einwurf geklärt. Und Dembaba flitzt. Ja, fast war da auch nicht immer. Ja, da waren wir zu spät aber noch geben. Vorsicht, Caballé hat gelb. Nicht, dass der die rote einfängt. Und dann warten wir in Unterzahl. Das war abseits von Sunderland. Also die wechseln zum ersten Mal und wir wollen auch wechseln. Und zwar wollen wir Caballé außer da. Der hat schon die gelbe Karten. Und ich mag lieber den Schiedsrichter zuvor kommen. So, Ben Affa geht dafür ins offensive Mittelfeld. Anita muss allein dran bleiben. Hilft nicht. Ja, und rechts brauchen wir jetzt einmal Obertaun und links geht Ferguson einer. Das ist nämlich linkes Mittelfeld. Aber Kapitän wird er da. Also knapp 70 Minuten gespielt. Wir führen 1-0 durch einen Riesenfehler vom Sunderland. Ben Arfa startet, kein Abseits. Ja, und er hat
Das ist auch richtig drauf. 2-0 jetzt. Und langsam können wir uns sicher fühlen. Und jetzt haben wir schon richtig eine kleine Siegesserie. Ich glaube, das wird dann, kann der 4. Sieg in Folge werden. Ist natürlich ganz gut. Ja, das macht er exzellent. Über den Torwart hinweg. Ins Glück natürlich. Wobei es am Anfang ja recht schlecht ausgeschaut hat. An die Latten. War fast der Anschlusstreffer gewesen. Vorsicht, da sind schon wieder. So, Rabiat, klären wir das. Ronaldo erwischt nicht. McLean. Ja, das war nicht so gut, da quer durch. Johnson. Den Hammer. Weg damit. Ferguson. Ronaldo kommt nicht vorbei. Ja, und wir werden jetzt nochmal wechseln. Und zwar Cissé darf wieder kommen. Der ist in guter Form. Hat uns zum Sieg geschossen. Und darf natürlich gleich wieder ohne. Und den da. Nein, den lassen wir draußen. Anita ist ja noch fit. Ja, passt so. Ferguson probiert es, wird abgeblockt. Ja, also geht jetzt Ronaldo runter. Hat zwar heute kein Tor geschossen, aber ganz ordentlich mitgespielt. Und es kommt der Afrikaner Cissé. Ich weiß gar nicht, ob das der ist von Freiburg, der vor ein paar Jahren bei Freiburg gespielt hat. Ja, Ben Arfa links vorbei. Westwood mit dem Abschlag. Ja, das ist natürlich ins Leere gegangen, war überhaupt nichts von Sunderland. Das war ihr 8. Torschuss. Und es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Obertal nochmal über rechts. Oh, da ist gar keiner. Aber das macht nichts. Ja, und somit gewinnen wir das, glaube ich, 7. Saisonspiel mit 2-0 gegen Sunderland. Ja, am Anfang haben wir richtig schlecht gespielt. Also in der ersten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann einen draufgelegt. Schon los, weil der Riesenfehler von Sunderland war, den wir nutzen können haben. Oh, ganz gut. Wir rucken auf Platz Nummer 7. Und sind damit in die internationalen Plätze drin.
Und es gibt noch mehr Einigung wegen Dodo Caballero-Rennen. Was möchte er denn? Achso, er ist begeistert wegen der Mannschaftsleistung in den letzten Wochen. Beziehungsweise im letzten Spiel. Ja. Ist doch gut, wenn er Komplimente abgibt.